Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Diesmal zum Bundesligaspiel beim FC Augsburg. Überschrift: sehr, sehr unterhaltsames Spiel. Ich denke, damit können wir alle mitgehen. Erstmal war ich ja nicht überrascht, aber schon beeindruckt vom FC Augsburg. Chapeau für diese Leistung. Chapeau dafür, dass sie zumindest phasenweise an sich geglaubt haben und gerade auch die erste Viertelstunde definitiv die bessere Mannschaft waren wie wir. Ja, wir haben endlich mal ein unterhaltsames Fußballspiel gesehen. Ja? Nicht einen langweiligen, müden Kick, sondern ein interessantes Fußballspiel, was auch hätte natürlich anders ausgehen können. Ja, da müssen wir gar nicht drum herum reden. Ob der Sieg jetzt am Ende des Tages verdient ist, vielleicht eher ein bisschen glücklich, ja, aber was mir gut gefallen hat oder was ich persönlich, ich hatte das Gefühl, dass mehr eine Mannschaft auf dem Feld steht. Sage ich euch ganz ehrlich. Das hat mir besser gefallen und woran mache ich das fest? An ganz vielen kleinen Aktionen halt, ja, dass so ein Goretzka mal coacht, dass so ein De Ligt hat ganz viel gecoacht, ganz viel auch mal zusammengefaltet, gerade den Guerrero, der teilweise Katastrophe war. Aber auch ein Pavlovic, der fordert, der Coach, der macht, der tut. Dann auch das Abklatschen hinten in der Abwehrreihe mit dem Neuer. Auch vorne, ja, nehmen wir mal Sané raus, aber da war auch ein bisschen Feuer drin. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja. Also viel, viel besser als die ersten 3 Spiele. Ob das jetzt mit der Abwesenheit von Kimmich zusammenhängt, sei mal dahingestellt. Die These habe ich ja vor ein paar Wochen schon mal aufgemacht. Das ist auch gar nicht gegen Josh oder sowas. Ich glaube einfach, wenn er nicht da ist, müssen andere mehr in die Verantwortung. Ja, und die Verantwortung verteilt sich breiter. Na klar, war heute jetzt nicht alles bärenstark oder sonst was. Obwohl Augsburg ein gutes Spiel gemacht hat, ja, das darf man auch nicht vergessen. Wir haben immer noch viele kleine Fehler drin gehabt, 1, 2 größere auch, aber jeder hat nachgesetzt. Keiner ist stehen geblieben, jeder hat auch für den anderen versucht mitzuarbeiten. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und nochmal ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel mit vielleicht am Ende dem glücklichen Ende für uns. Ich denke, das können wir so festhalten. Gut. Gehen wir es mal durch. Also, erste Viertelstunde, 20 Minuten, Augsburg die klar bessere Mannschaft, ja. Wir haben eine Zeit gebraucht, um uns zu finden, was aber auch völlig normal ist und Augsburg fängt sehr oft so an, wie sie angefangen haben. Da haben wir natürlich ein bisschen Glück gehabt mit der Abseitsstellung, oder da können wir natürlich jetzt auch sagen, ja, na klar, können. Keine Ahnung, was war es? 1 Zentimeter, 3 Zentimeter, ja, haben wir ein bisschen Glück gehabt, gar keine Frage. Generell mit den Fahrentscheidungen so am Anfang. Danach oder aller spätestens natürlich nach dem Tor, ne, durch den Pavlovic war auf einmal bei Augsburg der Glaube weg. Das habe ich nicht ganz verstanden, weil bis dahin, ja, wir sind dann so ab der 20. oder 18. Minute, haben wir ein bisschen mehr Sicherheit reinbekommen, ein bisschen mehr Ruhe am Ball und so. Aber dann das Tor hat quasi Augsburg den Stecker gezogen. Warum auch immer, ja. Es war eigentlich gar kein Grund dafür da. Und bei uns hat man gemerkt, jawohl, bam, mehr Sicherheit direkt, ja. Wir waren nicht mehr, ich meine, es ist erstmal traurig, dass wir überhaupt so verunsichert sind, wie wir sind. Chapeau, aber wahrscheinlich ist das auch wieder nicht des Trainers Schuld, sondern die Schuld der Spieler wahrscheinlich. Sarkasmus, ne, aber gehen wir am Montag im Stream. Schon mal hier, Grüße gehen raus. 19:30 geht's los, Leute. Bis roundabout 22:30 so circa. Ja, haben wir viel, viel mehr Sicherheit gehabt, ne? Viel mehr Selbstvertrauen auch. Das hat man gleich gemerkt. Und ab da an haben wir das Spiel eigentlich im Griff gehabt, die erste Halbzeit. Ja, phasenweise kam Augsburg da noch mal ein bisschen auf, aber nicht wirklich
so wie es die ersten 20 Minuten war. Ja. Klar, dann haben wir natürlich durch. Ja, Alphonso Davies, ja, der hat auch nochmal 1, 2 gute Aktionen gerettet. Der hat auch ein paar Wackler gehabt. Aber ich denke, man hat gesehen, dass es mal ein bisschen Klick gemacht hat. Wer hätte das nur gedacht, wenn man Spieler einfach mal ein Spiel auf die Bank setzt, was das so auslösen kann. Auch anderes Thema, auch gerne am Montag im Stream. Ja, auf jeden Fall das 2:0 vor der Pause war natürlich dann für uns mega wichtig, weil wir haben das Spiel im Griff gehabt, wir haben uns aber auch jetzt nicht irgendwie Chance auf Chance erspielt, ja, relativ wenig sogar in der ersten Halbzeit dann, muss man fairerweise sagen. Zweite Halbzeit, ja, wurde es dann sehr, sehr unterhaltsam oder in meinen Worten zu sagen wild. Zweite Halbzeit war ein Spiel mit hin und her. Ja, wir haben mal 10 Minuten eine gute Phase gehabt, dann Augsburg wieder an sich geglaubt, dann mit dem verschossenen Elfmeter, dann mit dem verwandelten Elfmeter, dann ist halt Augsburg die Zeit weggelaufen, sonst wäre es wahrscheinlich nochmal richtig knistern geworden. Mit dem Tor durch Harry Kane, wo auch wieder eine strittige Fahrentscheidung war, und so weiter und so fort. Ja, natürlich war super viel Luft nach oben in unserem Spiel. Gar keine Frage. Ja, wir haben auch immer noch viele Abspielfehler gehabt. Gehen wir gleich bei den einzelnen Spielern noch mal ein bisschen drauf ein. Ich habe aber vieles gesehen, was für mich ein Schritt in die richtige Richtung ist. Klar, wenn wir die ersten 20 Minuten nehmen, kann man sagen, Alter, wenn der FC Augsburg uns so an die Wand spielt, das hatte Züge von Galatasaray, nichts gegen Augsburg, ja, dann wird's wild. Ne? Aber wir haben uns gefangen, wir haben dagegen gehalten. Das Tor hat natürlich dann super geholfen, habe ich schon gesagt, durch Pavlovic. Ja, durch Pavlovic. Ja. Im Großen und Ganzen, denke ich, hat man aber auf jeden Fall, die Mannschaft hat ein bisschen gebraucht, bis sie sich findet, hat aber dann auch dagegen gehalten. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Ja, uns fehlt im Moment einfach die Leichtigkeit, der Glaube an uns, die klaren Abläufe, aber auch das ist ja nicht des Trainers Schuld, da sind die Spieler ja dran schuld, dass wir keine Spielphilosophie haben, aber dafür war es dann echt okay. Ja. Klar gibt's super viel zu kritisieren, es gibt aber auch, wie ich gerade schon sagte, viel zu loben aus meiner Sicht und mir persönlich hat das Spiel gefallen. Wie gesagt, ich gucke mir lieber so ein 3-2 an, wo der Gegner mitspielt, wo es ein Spiel auf Messerschneide ist, war super unterhaltsam auf beiden Seiten, als wie so ein dreckiges 1:0 wie gegen Union Berlin, was mit Fußball nicht wirklich viel zu tun hatte. Von daher nochmal Chapeau an FC Augsburg, ja, und das Spiel hätte auch unentschieden ausgehen können, ja, gar keine Frage. Also, da müssen wir nicht drum herum reden. Okay. Damit gehen wir mal rein, werfen wir mal einen Blick in die Statistiken, ja, mal gucken, was die uns sagen. Ja, da sehen wir schon, ne? Augsburg 41% Ballbesitz zu 59. Ich glaube, die ersten 20 Minuten hatte Augsburg gefühlt auf jeden Fall 70% Ballbesitz. Ja, ich habe ja schon mehrfach gesagt, Chapeau. Abseitsstellung 4-2, Foul 12-11, tut sich nichts, Zweikämpfe 51-6 zu 48-4. Schüsse aufs Tor 7-4, Schüsse insgesamt 15-13. Ja, da könnten wir natürlich jetzt das Positive nehmen von unserer Seite und sagen, ja, effektiv. 4 Schüsse aufs Tor, 3 drinne. 13 Schüsse insgesamt ist super wenig für uns. Wir haben sonst immer über 20. Nichtsdestotrotz war es ein super unterhaltsames Spiel in meinen Augen. Was wild ist, ne? In diesen super langweiligen Spielen haben wir über 20 Schüsse. Ja. Da sieht man mal, dass Statistiken nicht immer alles aussagen. Ecken 4:5, angekommene Pässe 301 zu 480. Da sieht man auch, dass wir, ja, sonst haben wir über 600 Pässe. Ne? Flanken 20-2. Ja, Augsburg hat viel grundlegenden Fußball versucht und war ja auch teilweise auch erfolgreich mit Flanke, Kopfball, Tormäßig. Ja, so viel zu den Statistiken. Schüsse insgesamt, Davis 1, Pavlovic 1, Sané 1, Torschussvorlagen, Goretzka 1. Gewonnene Zweikämpfe, Musiala 15.
ja, Zweikämpfe, also wir wissen, ich denke mal, heute können wir das ganz klar mal definieren. Gewonnene Zweikämpfe zählt also auch ein gewonnenes Dribbling, weil das war heute teilweise schon wild, was Musiala da gezeigt hat. De Ligt 5, Guerrero 3, Ballkontakte 115, Guerrero, 88 Davies, 71 Musiala. Gefoult worden, schenken wir uns wie immer. Gut, gehen wir rein in die Benotung der Spieler. Ja, hier sieht man auch, leider sind wir auf der verkehrten Seite. Ja, ich kann mich nicht dran erinnern, wann wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelbe Karten im Spiel hatten. Ja, na klar, kleines bayerische Derby und so weiter. Ja, da sieht man aber, dass wir dagegen gehalten haben, dass wir gekämpft haben und nochmal, für mich persönlich war es das Gefühl, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht. Mit 1, 2 Abstrichen, da kommen wir jetzt ein bisschen zu. Manuel Neuer, Note. Wild. Also der Elfer, den er verursacht hat, ja, er hat ihn nur leicht touchiert am Kopf. Aber ich weiß nicht, warum man als Torwart da so hingeht, als würde man gerade einen Abschlag machen. Also, dass überhaupt da hingeht, war schon schwierig, dann so dahin zu gehen. Also für mich war es ein Elfmeter, ohne Wenn und Aber. Den Elfmeter hat er dann gut gehalten, muss man fairerweise auch sagen, dass der Michel super schlecht geschossen hat und den Kopf nach unten hatte und Neuer schon lange in der Ecke war, bevor der überhaupt am Ball angekommen ist. Also hätte er da mal kurz den Kopf hochgenommen. Ja, komm, wir führen die 3 Minus wieder ein, Leute. Ansonsten hat Neuer einen souveränen Job gemacht, würde ich sagen. Eric Dyer hat mir sehr gut gefallen. Ja, hat 1, 2 Stellungsgeschichten gehabt, erste Halbzeit. Aber auch erste Halbzeit hat er mir super gefallen, auch mit seinen Anweisungen, ja. Also der war direkt da, so als wäre er immer da gewesen, ja. Auch gut nach vorne verteidigt, ja, das hat mir auch gut gefallen. De Ligt ist ja nicht so, der so nach vorne verteidigt, das hat Eric gemacht. Hat mir gut gefallen. Was natürlich super stark ist, wir haben endlich mal wieder einen, der, ja, à la Boateng, à la Alaba, à la Lothar Matthäus einfach mal den Ball aus dem Stand, einen Seitenwechsel über 40 Meter punktgenau hinkriegt. Und das macht er mit zu den Augen. Ja. Das hat auch so ein Stilmittel, was uns sehr gefehlt hat. Generell haben wir heute die Seitenverlagerung teilweise ein bisschen schneller hinbekommen. Mir persönlich hat das super gefallen. Ja. Wie gesagt, auch nicht fehlerfrei. Das war keiner bei uns im Team. Aber mir hat er sehr gut gefallen, hat gleich kommuniziert, gleich Anweisungen, war gleich drinne im Spiel, haben sich auch gefeiert da hinten mit De Ligt zusammen, hat aber auch mal von sie zurechtgewiesen oder wenn es sein musste, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Soll nochmal einer sagen, mal ein schlechter Einkauf, Alter. Rafa Guerrero 4. Also Eric Dyer würde ich bei einer 3 sehen. Wie gesagt, hatte 1, 2 Dinger drinne, von daher eine 3. Aber so die Art und Weise hat mir sehr, sehr gut gefallen. Guerrero Note 4, war maßlos überfordert, ja, maßlos überfordert. Ich meine, dass er in der Halbzeit, nach der Halbzeit wiederkommt und geht auf die linke Verteidigerposition, zeigt schon, wie er vom Kopf her da war, nämlich gar nicht. Defensiv maßlos überfordert. Ganz ehrlich, ich hätte ihn ausgewechselt. Also nochmal, da hättest du den Ans nur hinstellen können mit seinen 17 Jahren. Der hätte das als rechter Verteidiger nicht schlechter machen können, weil das war kein rechter Verteidiger. Defensiv war das, Conny Leimer ist defensiv schon eine Nulpe, ja. Was gar nicht bös gemeint ist nicht seine Posi. Aber das war defensiv Note 6, ja. Kann froh sein, dass er vorne 1, 2 gute Aktionen mit kreiert hatte. Ansonsten wäre es auch eine Note 5 gewesen. Ja, ganz maßlos überfordert. Maßlos. Wir halten ihm mal zugute, dass verkehrte Seite ist. Dass er vom Kopf her auch nicht ganz da war, denke ich, sonst wäre er nicht auf die linke Verteidigerposition gegangen nach der Halbzeit. Ja, 4 minus, Alter. De Ligt für mich Note 2. Ja, gerade zweite Halbzeit, der Turm in der Brandung, Alter, auch da direkt den Guerrero 3, 4 Mal direkt auf die richtige Pose geschoben, hat zusammengefaltet, was er verdient hat. Auch mit dem Eric Dyer gut kommuniziert, abgeklatscht mit dem Manu und so, on fire, also wieder so ein richtiger De Ligt, so, ja. Richtig gut, hat mir richtig gut gefallen. Natürlich auch, ich glaube, erste Halbzeit hat er auch einmal einen Stellungsfehler drin gehabt. Aber ansonsten war es von meiner Seite her wirklich, wirklich gut. Alphonso Davies, ja, tue ich mich ein bisschen schwerer. Ich denke, ihn hat auf jeden Fall das Spiel auf der Bank mal gut getan. Wer hätte das gedacht, dass Spielern mal einen Denkzettel gut tut?
Ja, das Tor. Er hat den Platz gehabt, einfach mal draufgehalten, das Ding war drin, alles gut. Hat 1-2 Mal seinen Speed sehr gut nutzen können, nachdem die Innenverteidiger schon aus dem Spiel waren. Ja, das Einrücken hat sehr gut geklappt von Fonsi. Hat natürlich die Schwächen, die er hat, die wird er auch immer haben, die wird er nicht ablegen. Ja, also teilweise das Stellungsspiel, das Passspiel teilweise nach vorne hin, das Stellungsspiel nach hinten hin, Abholen war eine Katastrophe, weil es nicht so, dass Fonsi super stark war. Aber es war verbessert und man hat gesehen, dass er wollte. Ja. Von daher sehe ich Fonsi auch bei einer... Gut, er hat das Tor gemacht, komm, Note 3. Musiala für mich Note 2. Erste Halbzeit noch nicht so. Erste Halbzeit wieder viel auch in sich selber verrannt. Zweite Halbzeit bärenstarkes Spiel gemacht. Ja. Auch erste Halbzeit schon ein paar gute Aktionen gehabt. Aber gerade dann zweite Halbzeit, ich denke, man hat es gesehen, was ich immer wieder sage. Musiala ist im Aufbau von der Achterposition so stark. Ja. Und nicht vorne auf der Zehnerposition. Ja, dass er da vorne irgendwo rumsteht. Das hat man heute ganz klar gesehen. Also erstmal, wir haben es gut gemacht. Ja, taktisch auch. Nach dem 3-1 haben wir uns fallen lassen, tiefer gestanden. Augsburg das Spiel so ein bisschen überlassen. Völlig legitim, völlig gut, weil da sind wir ein bisschen stärker dann im Umschaltspiel. Auch wenn Augsburg dann nochmal versucht hat zu pressen, da hat Musiala gerade sehr, sehr viele Situationen durch seine Dribblings aufgelöst. Hat trotzdem noch ein bisschen Pech gehabt, aber für mich auf jeden Fall heute wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aktionen gehabt, wo er wieder richtig schön geblitzt hat. Von daher für mich Note 2. Pavlovic sehe ich bei einer 3. Das Tor natürlich ein riesen Pluspunkt für ihn. Ansonsten oder bei einer guten 3, ja. Super viele Bewegungen. Ich glaube, nach der ersten Halbzeit war er der Spieler, der am meisten gelaufen ist. Immer angeboten, immer den Ball gefordert, auch mal einen Spieler angewiesen, dahin zu laufen, das zu machen. Super gut, super stark. Das Zusammenspiel mit Goretzka hat richtig gut geklappt, ja. Dass sich ein Goretzka auch mal fallen gelassen hat und Pavlovic weiter vorne war. Das war jetzt selten der Fall, aber es war 1-2 Mal. Aber dann auch genauso andersrum, ja. Wenn Goretzka marschiert war Pavlovic auch ganz klar auf der 6 und ist nicht noch irgendwie weiter mit aufgerückt oder sowas, ja. Also das Gegenteil von Kimmich, was taktisches Verhalten anbelangt, super gut. Immer anspielbar, immer ruhig am Ball. Und das Schöne, zu 80% der Ball nach vorne gespielt. Ja, wenn er den Ball hat, nach vorne. Ja, nicht immer quer und nach hinten à la Kimmich. Zweite Halbzeit dann aber auch 1, 2 Stellungsfehler gehabt, muss man ganz klar sagen. War ein bisschen konfus, aber das lag auch wahrscheinlich mit daran, dass die ganze Mannschaft war und dass ein Guerrero auch leicht überfordert war da auf der rechten Seite. Man wurde da immerhin ein bisschen viel hin verschoben. Die gelbe Karte, ja. Also er ist ein defensiver Mittelfeldspieler, ja. Und dann kam man einen Tacken zu spät und ab und wann musst du halt einfach auch mal eine gelbe ziehen und mal ein taktisches Foul machen oder mal ein Zeichen setzen. Völlig okay. Goretzka sehe ich gemischte Gefühle. Ja, eine 3 auf jeden Fall. Zwischendrin war Goretzka, also in dieser starken Phase von Augsburg teilweise, wenn Augsburg so eine starke 10 Minuten, Viertelstunde hatte, da habe ich zu wenig gesehen vom Leon, da ist er abgetaucht. Ja, das verlange ich von Spieler seines Formats und auf dieser Position muss er dann da der Turm in der Brandung sein. Ja, das hat da mehr Pavlovic übernommen wie ein Goretzka. Goretzka hast du gar nicht gesehen in diese Phasen. Wo wir dann ganz hinten drin waren, so die letzten 10 Minuten, waren Goretzka super stark im 16er. Ja, die ganzen langen Einwürfe hat er weggearbeitet. Da hat er mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Von daher tue ich mich gerade ein bisschen schwer, da eine faire Benotung zu finden für den Leon. Von daher bleibe ich bei einer 3. Coman, ja, brauchen wir nicht benoten. Was bis dahin war wieder maßlos. Sané der nächste, wo ich mich super schwer tue, ihn zu benoten. Also keine 3, ja. Guerrero, wir haben eine 4- gegeben, geben wir Sané eine 3-. Was mir gut gefallen hat bei Leroy, er hat mit nach hinten gearbeitet.
was auch dringend nötig war. Nicht immer, ja, deswegen gab es auch, aber das, ja, ich will nicht das falsche Stellungsspiel von Guerrero möchte ich nicht in Sané ankreiden. Hat mit nach hinten gearbeitet, wenn Guerrero ihn überlaufen hat, und zwar konsequent, wenn auch nicht immer glücklich im Zweikampf, aber er ist halt auch ein Offensivspieler. Offensiv weiß ich nicht. I don't know. Ich weiß nicht, wie hat er das verlernt, über die rechte Seite Fußball zu spielen? Gefällt mir persönlich gar nicht. Ja, er kriegt ganz, ganz wenig auf die Kette. Vielleicht liegt es auch gerade an der Form. Ich weiß es nicht. War heute nicht ganz so pomadig, nenne ich es mal. Ja, heute Körpersprache war okay, bei der Auswechslung wieder so ein bisschen, ja. Es ging super viel, gerade erste Halbzeit 65% über die rechte Seite. Da haben wir gesehen, dass da nicht viel von fruchtbar war. Leider. Er war ganz gut im Spiel, er konnte sich nicht beschweren, dass nichts über seine Seite ging. Erst recht nach der Auswechslung von Coman ging fast alles über rechts. Wenn wir in Sané aber an den Möglichkeiten messen, dann war es viel zu wenig. Ja, würden wir Sané nicht an Sané messen, würden wir ihm vielleicht eine 3 geben. War es ein guter Bundesligaspieler, aber ja, an seinen Möglichkeiten muss da einfach ein bisschen mehr kommen. Daher bleibe ich bei einer 3-. Harry Kane, auch schwer. Harry Kane geht so in dieselbe Richtung wie Sané eigentlich. Hat ein Tor gemacht, was nicht wirklich schwer war zu machen. Ja, ansonsten würde ich ihn ähnlich sehen, zwischen 3 und 3-. Wenn er sich heute hat fallen lassen, war es ein bisschen besser, dann war eine Präsenz vorne drinne, ja. Meistens Musiala, der dann aber auch dank Augsburg, weil die nicht so sympathiev standen, dann auch mal ein bisschen präsenter war. Hat natürlich hinten mitgearbeitet oder versucht mitzuarbeiten. Ja, hat jetzt kein schlechtes Spiel gemacht, das würde ich gar nicht sagen. Aber ich denke, das Tor tut ihm gut für das nächste Spiel auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das hat er einfach gebraucht. Und zum Glück wurde es nicht wieder aberkannt, wie im letzten Spiel. Ich glaube, das ist halt einfach ein Stürmer. Ja, der braucht die Tore, damit er weiterhin on fire ist. Ja. Kommen wir zu den Auswechselspielern. Mathys Tel sehe ich auch gemischte Gefühle, muss ich fairerweise sagen. Habe mich natürlich gefreut, dass er ihn gebracht hat und nicht Thomas Müller, obwohl ich Müller eigentlich auch gefühlt hätte. Aber für Tel hat es mich gefreut. Hat es schwer gehabt, ins Spiel zu kommen, weil wo er dann reinkam, erstmal fast alles nur noch über die rechte Seite lief. Ja. Im Zusammenspiel mit Fonsi war dann auch so semi-gut. Hat ein bisschen gebraucht, bis er dann drin war, Tell. Ich weiß nicht, bei dem Gegentor, da war die Seite so weit offen, ich weiß gar nicht, wo er da war. Ich habe ihn nicht gesehen. Da war halt keiner auf der Seite. Fonsi war eingerückt, da hätte eigentlich er da sein müssen. Oder ein defensiver Mittelfeldspieler da rauszieht. Ich weiß nicht, ob er mittig irgendwo auch mit eingerückt war oder was. Ansonsten der Pfostenschuss, ja, super schade, hätte mich super gefreut, wenn er den reingemacht hätte. Ne? Ansonsten die Chance vorher, wo Tuchel abgedreht ist, ja, den kannst du auch mal aufs Tor bringen. Ja, ganz klar. Aber dass bei ihm halt einfach das Selbstverständnis und Selbstvertrauen weg ist, nachdem er behandelt wurde vom Trainer, ist jetzt auch nicht verwunderlich. Ja. Von daher, ja, für seine Verhältnisse denke ich eine 3-. Das können wir bewerten, weil wir über 70 Minuten auf dem Feld. Ja. Schupo, keine Ahnung, Alter. Für die letzten 10 Minuten nicht. Ich habe nichts von Schupo gesehen. Zvonarek für die letzten 3-4 Minütchen. Zum Glück braucht man ihn auch nicht mehr sehen. Und Müller, ja, Müller hat den Elfer verschuldet. Grandios, Thomas. Grandios. Ansonsten, ich denke, wir haben gesehen, dass Müller kein Einwechselspieler ist. Ja, das haben wir jetzt die letzten 3-4 Spiele gesehen. Also, er macht da mehr kaputt, wie er hilft. Also dann, I don't know, dann wechselt den Müller gar nicht erst ein. Sag ich ganz ehrlich. Ist nicht, er hat jetzt den Elfer verursacht, ja, aber auch davor die Einwechseln, auch wenn er so 20 Minuten kommt. Er verstolpert so viele Bälle und ist gar nicht Teil des Gefüges. Bis das dann mal soweit ist das Spiel zu Ende und nee, dann bring den Müller von Anfang an. Neben Sané wird eine Pause, glaube ich, auch mal gut tun, eine Gedenkpause.
Hätte Müller mal von Anfang an gebracht und hätte ihn dann nach 50, 60 Minuten ausgewechselt oder wenn er es gar nicht auf die Kette gekriegt hätte, hätte sie ihn zur Halbzeit ausgewechselt. Also diese Einwechselspieler Müller, ja na klar, wenn du hinten liegst und gar nichts geht, schmeißt Müller rein in der Hoffnung, dass er gleich zündet, aber also die letzten Spiele super mehr kaputt gemacht wie geholfen. Ja. Note für Tuchel. Schwierig. schwierig. Ich sehe ihn bei einer 4 und nicht bei einer 3 minus. Weil, also erstmal so der kleine Ausraster zum Ende hin, also mit bisschen bekloppt und so, hat mir gut gefallen. Ja, wir brauchen einfach mehr Emotionen an der Seitenlinie. Dass er sich dann aber teilweise Kopfschütteln weggedreht hat, wenn der Neuer da den Ball hinlegt und dann über 2 Meter zum Dyer spielt und sowas, da muss der Tuchel da eine Ansage machen. Ja, das war ja nicht das erste Mal in diesem Spiel. Anscheinend ist das nicht gewollt vom Thomas, sondern wurde das eigenhändig von den Spielern entschieden und da muss er da eine Ansage machen. Dafür ist er Chefcoach. Ja. Wechsel, ja, mit Tell fand ich völlig legitim, ihn einzuwechseln. Ansonsten hat er nicht gewechselt. Was bis auf ein Sané und ein Guerrero okay war. Ich denke, man hätte den Leroy auch auswechseln können. Ja. Aber ja, ich verstehe den Sinn, zu sagen, ich bringe nicht in Müller, weil Müller halt nicht so schnell ist. Ja, und es dann natürlich wahrscheinlich die Strategie war, da Augsburg ja uns sehr hoch gepresst hat und so weiter, dass wir uns da ein bisschen fallen lassen und dann eher auf die schnellen Spieler gehen. Von daher kann ich das schon verstehen, dass man Leroy nicht ausgewechselt hat. Aber ein Guerrero hätte man wechseln müssen, meiner Meinung nach. Das war Katastrophe. Ja, das hätte auch ein Aznu oder ein Kretzig oder, ja gut, andere Alternativen hatten wir nicht mehr, hätten es nicht schlechter gemacht. Also beim besten Willen. Also was das defensiv, das war Katastrophe. Macht uns das Spiel jetzt schlauer? Ein bisschen, glaube ich. Ich glaube, es ist, also erstmal hat man gesehen, was, ja, wir haben immer noch keine klare Strategie gesehen. Ja, klar, wo wir uns dann ein bisschen tiefer haben fallen lassen, war die Strategie klar. Das schon, aber es war wieder viel Einzelaktion abhängig, ja. Gerade Musiala, aber wir hatten gerade auch erste Halbzeit auch schon eine gute Besetzung, wie ich fand, und auch ein gutes Zusammenspiel. Also es war schon wieder ein Schritt nach vorne, wie ich fand. Natürlich im späteren Spielverlauf war es dann wieder super viel, zum Beispiel von Musiala abhängig, ja, der uns da wirklich getragen hat, dann so die Angriffe eingeleitet hat. Aber es sieht auf jeden Fall ein bisschen besser aus, wenn wir einfach ein bisschen Platz haben. Ja, und Leroy hatte heute super viel Platz, teilweise über seine Seite. Hat da viel zu wenig rausgemacht. Ist mir gerade nochmal so in den Kopf geschossen. Ja. Also da tendiere ich dann auch eher in Richtung 3 minus. Aber nochmal, für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, schreibt es mir unbedingt in die Kommentare, interessiert mich natürlich brennend. Ansonsten werden wir es auch Montag im Stream nochmal ein bisschen diskutieren. Für mich war das Gefühl da, dass mehr Mannschaft auf dem Feld stand. Ja? Ob das jetzt was mit dem Kimmich nicht dabei zu tun hat oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber für mich war es mehr, dass eine Mannschaft da ist. Und ich glaube, das liegt daran, dass wenn Kimmich nicht da ist, viele Spieler einfach mehr in die Verantwortung gehen, ja, und auch atmen können und nicht die ganze Verantwortung mit weggesogen. Und nochmal, gerade so die Typen, Eric Dyer mit De Ligt haben mir super gut gefallen hinten drinne. Pavlovic hat mir super gut gefallen im Mittelfeld mit Kommandos geben und so weiter. Auch ein Goretzka teilweise. Hat man schon gesehen, auch ein Harry Kane, der im Austausch mit einem Goretzka war auf dem Feld, die da irgendwas im Austausch waren, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, das hat man die letzten Spiele gar nicht gesehen. Man sieht das nicht. Ja. Heute war Kommunikation da. Man hat sich gegenseitig berichtigt. Man hat sich gegenseitig geholfen. Also mir persönlich, das geht in die richtige Richtung. Dass wir super verunsichert sind, hat man die ersten 20 Minuten gesehen. Ja. Also bis zum Tor. Das Tor hat uns dann mehr Selbstvertrauen gegeben und Augsburg weggenommen. Und dann waren wir ein bisschen besser im Spiel.
dass wir überhaupt so verunsichert sind, ist eine Katastrophe. Ja, also wir sind ja so verunsichert wie ein Abstiegskandidat, der nicht weiß, woran es liegt. Also wild. Aber für mich ein Schritt in die richtige Richtung, wenn wir das jetzt so weiter hinkriegen, dieses Mannschaftsgefühl, ja. Und ja, Rechtsverteidiger ist sehr wahrscheinlich verpflichtet, wird wahrscheinlich morgen bekannt gegeben. Boyer. Vielleicht da noch ein, zwei Worte zu. Für mich auf jeden Fall die bessere Alternative als ein 33-Jähriger, den du da für ein Jahr verpflichtet. Ja. Ich weiß nicht. Klar, wir haben ihn in den 2 Spielen gegen uns gesehen. Wir werden sehen, welches Potenzial da ist. Aber besser so einen 23-Jährigen verpflichten. Wenn der es nicht packt, kannst du ihn immer noch wieder weiterverkaufen. Ja. Und ja, vielleicht ist er genau das, was wir brauchen. Ja. Also von daher, für mich der bessere Move, wahrscheinlich nur die 3C-Lösung für Tuchel. Ja. Ich denke, Tuchel wollte den 33-jährigen alten Sack haben. Oder ansonsten Mukiele, weil er den ja auch kennt. Ich denke, der Wechsel ist jetzt nicht so Tuchels Wunschspieler, aber ich denke, von Vereinsseite ist das schon eher der Wunschspieler. Von daher für mich eine gute Wahl, aber da gehen wir dann auch im Montag im Stream noch ein bisschen drauf ein, denke ich. Gut, das ist mein Fazit. Wie gesagt, für mich, ich habe mich sehr unterhalten gefühlt. Das kann ich schon lange nicht mehr sagen beim FC Bayern, ja. Und dann kann ich auch über diese Fehler hinwegsehen. Was heißt hinwegsehen? Wir sprechen sie ja klar an, wir kritisieren es auch, wir sagen ja auch Verunsicherungen hin und her. Aber nochmal, ich gucke lieber so ein Spiel, wo die Mannschaft versucht, wo sie als Mannschaft agiert, ja, was sie dann 3-2 kämpferisch gewinnt, als so ein lahmes 1-0 gegen Union Berlin, wo du nicht das Gefühl hast, dass eine Mannschaft auf dem Feld stand. Und damit rot-weiße Grüße gehen raus. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare und wer Bock hat, Montag 19:30 hier live auf YouTube und auf Twitch. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Tschüssi.